Je leeft. So, we nog te beden. God, ik dank u voor Willy en wat hij weilig is hier vandaag morgens die woord ver te brengen. Ik bid dat u hem woest genoemd geeft om dat zo ver te brengen dat klaar is en dat u ons alle woest hebben dat geloven wat u was sagen tans van jou. Beten in Jezus naam. Amen. Amen. Goedemorgen, Sola. Ja, zoals Johnny zei, dus Geschichte wat we vandaag willen durchgaan, is een Geschichte van Genade. Dat is eigenlijk wat mij door de tijd is, wat ik er nog gestudeerd heb, of ongedacht heb, is Genade. En als ik opwassen deed, dan voer ik naar de kerk en ik hield ze weer als Genade en barmherzigkeit en Mitleid en verschillende wieder, waar ik niks van wist wat het meende. Wegen in mijn huis, we deden Deutsch vertalen, aber sind wieder dort, war niet gezegd, so ik wist niet wat het meende. En zo even van deze dag, du as op Engels zijn ze mercy and grace. So genade would grace zijn. En dan, du as een onderscheid tussen mercy and grace. En de onderscheid is zeer groot. En zo ik wil zijn ze gewoon mij het mal wanneer ik hier reden van genoeg reden en wat er onderscheid is. En zo wanneer ik erop kijken doe, mercy, op die würden ze dat zijn Mitleid. En zo Mitleid en genoeg is de onderscheid. Zijn het twee dingen. En op Engels, mercy, dat is plus wanneer een politie die wordt abholen en dat die een warning geven en een ticket geven. Wel, die hast die dat verdient, aber hij had Mitleid, hij had mercy en dat leidt die af voor een ticket. Dat moet mercy zijn. Genade is nog wat anders. De grootste, beste exempel wat we hebben van genade is wat God deed. God deed ook ons steden nemen op een kruis en zeggen, weet je wat, die hast die dood verdient. Dat is wat die verdient hast. So, en steht dat die gestorben is, wo ik mijn zin geven. Dat is Mitleid, dat is mercy. Aber, wat hij nog boven dort geven, dat hij zegt, weet je wat? Nog meer, ik wil die een kind Gottes merken. Ik wil die trainen nemen als mijn kinderen. En ik wil die eeuwig leven geven. En ik wil die zinnen niet bloß vergeven, maar ik wil die vergeten. En die was voor mij voor immer in Himmel wohnen. Dat is genade. Dat is grace. Het is een grote onderscheid tussen de beiden. Eén is Mitleid en één is genade. So van daar waar we een Geschichte in de Bibel lezen van genade. En so we worden in Lukas 7 de Geschichte lezen. Ik wil het zijn op Deutsch te lezen. Ik had het een paar Mal gepracticed, so ik glaube, ik wil het hele week op Deutsch lezen. So, wenn je willen kan metlezen, of op Engels metlezen. Lukas 7, vers 36. Dit is de Geschichte van de mumpje wat een zin leven deed, de vrouw wat een zin leven deed, en Jezus de feit waschen deed en oil anointing, oil evaluaten. So dat vangt dus dit aan. Dan leidt einer van de Pharisäer aan met een taub te eten. En hij ging bij den Pharisäer im huis neer en zat zich das. En daar staat wie eine vrouw, die in zin leeft. Als hij dat antwoordt, dat Jezus bij den Pharisäer in huis das zat, bracht ze een glas van diere zuilwerk, dat is perfume, wanneer ik dat recht zijn doe, so een glas van diere perfume. Ze ging hier am stoel en hield en vong aan met ihre tronen de feit te waschen. En dreed die met ihre haar.
Ze kus de feit en goud am de oil door Eva. Als de Pharisäer, die wat am angeloot hoort, dort zag, zegt hij te zichzelf, wanneer des man een profeet weer, moet hij weten, wer en wat dit voor een zinje vrouw is, die am ongeschiet heeft. En Jezus zei te hem, Simon, ik heb die wat te zijn. En hij zei te hem, Meester, zei. Dan zei Jezus, das Geschichte. Ein Jaltmann hat 2 Männer Jalt geliehen. Einer wird eine Samen von 500 schuldig und der andere 50. Sie können dort beide nicht betonen. Und er strickt die Schuld. Sei mir mal, wanneer von der beiden wird mein Leib für am haben? Simon zei te hem, ik neem aan dat hij dat meeste geschonken had. Du hast recht, zei Jezus. En dan dreed Jezus zich te de vrouw en zei te Simon, zitst du deze vrouw? Ik kwam bij din huis nemen en die juist mij niet water, de feit te waschen. Zij aber heeft mij de feit met ihre tronen gewaschen en met ihre haar op den kop gedreigd. Du hast mij kein Kuss gegeven, aber diese vrouw heeft vandaan als ik nenkwam nicht nur gegeven meine feit te kussen. Du hast mij nicht Öl op den kop gegoten, aber diese vrouw heeft mij schon gerichtende Öl über de feit gegoten. Doorwegen zei ik te die. Zijn vele zinden vergeef. Doorwegen is leib zo groot. Weil wem mal wenig vergeef is, dem zijn leib is ook zoveel weniger. En Jezus zei te haar, die zijn die zinden vergeef. Die wordt met am top am dashsoorten vangen zich aan te zichzelf te zijn. Wer is dit, die sogar zinnen vergeven dat? Dan zei Jezus te de vrouw, du bist durch deine Glauben gerat, go in Fried. So dat is vers 36 bis 50. So zu der Zeit wie das sehr bekannt, dort war ein besonderer Mensch, das einladen zu uns, ein hoch angestellter Mensch, das einladen zu uns, dann wusste die Feit waschen. Die wusste das nicht selbst tun, wenn die Menschen hast, die Arbeiter sind, die würden die Feit waschen. Die würden, wenn einer einen Tag über ab ihr gegangen, mit Schleiern oder was immer die zu der Zeit hat, Schweinchen Feit, und so dann sie in Kam mit Wutter Feit waschen, also dann zum Eten. Der andere Ding, was sie würden tun zu der Zeit, von der ersten Tag über Handshake tun, nicht? So, ich kam nähen und John steht da wieder der und der hat mir der abholen und hat mir die Hand gegeben. Zu der Zeit, dann dürfen sie sich anfußen und am Bett sitzen einen Kuss geben nach dem Bag. Dort wird sehr bekannt, wenn einer mit guter Freund ist oder wenn ein sehr hoch angesehener Mensch ist, was dann ankommt. Und dann dürfen sie, wenn sie viel Respekt haben für das Mensch, dann würden sie Öl nehmen und dann mit Öl auf den Kopf übergießen. So dürfen sie ihre Jas ehren, wenn sie Jas einladen dürfen. Würde mit interessant sein, wenn wir von der Seite nicht. Wenn ich so deute, ich glaube, ich würde vielleicht nicht mehr zurückkommen, wenn ich es dort deute. Aber anyway, sie dort dann in der Jahr sich sehr geirrt fühlen und dort wird sehr bekannt zu der Zeit, sie dort. Aber hier hat das Pharisäer Jesus eingeladen und ich glaube, er wird nicht schwierig zu Jesus. Er will mehr von Jesus lernen. Und die sahen sich dort zum Eten und dachten so, in der Land, du haben sie dann leere Daschen, was so leer sind, sie steht, vielleicht bei den Knien. Und dann dürfen sie sich ab der Flur durchsaten, ab Kasses durchsaten, aber nicht durchsaten, da dürfen durchleihen zum Eten.
Die doen sich de Feit uitstrecken, op een lange Kassen, met je dit met een arm op een Daschnap en dan ze dort eten. Kijk, met je verstaan, waar ze de Olaram Dash gezeten hebben. En dat zijn Maya is plus een verder zeer. Dat zegt, die wat met am Top weer am Dash. So dat zijn Maya is einer gewas. Maya is plus Jezus in das verder zeer. So dat is een Dash van mensen wat de eten deden, ze dort uitgestrekt, leen en dan doen ze eten. So beim eten, sie vertrauen du so en eten, kommt es früh nennen. En alle Menschen weten wer das früh ist. Das ist die früh von der Stadt. Sie haben eine Geschichte, sie haben eine Identity, sie haben ein Leben gelebt in der Past, was die Menschen alle können tun. Und das sage ich nicht, aber wir merken dann so alle deutlich, dass es vielleicht ein Prostitut war. Und so sehr immoralisches Leben gelebt. Und so kannst mit verstehen, wo die Menschen dann wurden dann still geworden, nicht? Was hast du hier? Man kann nicht sagen, wir tun hier mit Jahrstop eten und die kämpfen bloß nennen. Sie kämpfen nennen und das zieht sich so, sie das nicht zweimal denken, was sie wollen tun. Sie erst bloß für ein Mensch kann gekommen und bloß für ein Ding kann gekommen. Und das ist für Jesus und seine Vergebung. Sie das nicht zweimal denken, weil sie das ganze Unkerswort stieren. Sie nehmen sich das Beutel, das ist ein Alabaster Jar, und sie die Beutel, das Teil merkt, der einzige Weg, wo er dort aufmerken kann, ist dort verbrechen. So, das ist ein kleiner Beutel Parfüm, sie die Menschen, die sein von eurer Farbe, die sind erst vielleicht gewas, aber das war weit wie. Wir können uns bloß vorstellen, dass es eine sehr dierel Beutel Parfüm gewas. Das ist was sie nicht leicht brücken deuten. Die Mümtjes zu der Zeit, die wollen nicht dran Holzfirken brücken und das Material, aber nie nicht brücken. Wenn sie nicht brücken, muss einer dort ihre Beutel verbrechen, damit sie rückkriegen, was der Bein ist. So, sie wollen kriegen, was sie wollen. Sie haben nicht Wutter, sie haben nicht einen Kamm, sie haben nicht eine Hondiuk, aber sie brücken sich selbst, damit alle tun. So, das kleine Beutel mit direkt Parfüm, das ist so begleitet, dass ihr Leben, sie das ihr Leben angeben. Das Beutel Parfüm hat vielleicht ein ganzes Jahr wird sein von annehmen. Sie haben vielleicht viel Geld gemerkt von dem Leben, was sie euer Leben tut. Die Hurerie, was immer sie gelebt haben vielleicht viel Geld gemerkt, aber sie haben das direkt Beutel. Und dort kann einer so annehmen, dass dort repräsentiert her Life, ihr Leben. Und sie braucht dort fair und geht dort ab Jesus seine Feiten ab. Ihre Thron, was sie brauchen, der zum Feit waschen. Ich weiß nicht, die Eres hast mit Thron pro Feit zu waschen. Aber ich kann mir bloß vorstellen, dass es sehr viel Thron gewesen. Zum einer kann Thron brauchen zum Feit waschen. Und zu der Zeit auch, dass ich studiert habe, dass man sich nicht der Haar aufluten in Public. Dort wie eine Schon, eine Haar, lange Haar, ab der Schule schauen in Public. Die sind immer abgemerkt oder abgemerkt zu der Zeit. Aber das ich sehe, sie das nicht zweimal denken. Das ist mit, wenn du keiner ist, ist bloß sei in Jesus. So sieht das. Und sie das ihre Haar aufluten und das am der Feit drehen mit ihrer Haar. So, wir können uns mit dir vorstellen, dort stell je was, und die Menschen, die Männer durch am Dash, die sitzen und kicken, bloß. So, der Simon, der Pharisäer, und der andere, die dann alle rechten, nicht? Die dann alle judgen, das Mumtja, und ihre Past, was sie haben, und ihre Leben, was sie gelebt haben. Aber Jesus konnte hart sein. Jesus weiß auch sehr gut, was das Mumtja getan hat, und das Leben, was sie gelebt haben. Aber das meint bei Jesus nicht so viel, als was der hart ist. Er konnte hart lesen, er konnte hart sein,
En hij kan hart zijn. En gaf haar voets vergeving. Dan had Jezus een geschichte vertellen van de twee mannen wat er geld schuldig waren, niet? So het is interessant dat Jezus kon horen wat de Pharisäer denken doen. Hij braucht nicht fragen. Hij krijgt zich uit dat hij das momentje er hart weten dat, weet hij ook de mannen ramdash wat hij denken doen. En dat is een zeer kartet, simpel geschichte van de principe wat hij wat veel vergeeft is, dat veel leven. Die wat veel genoeg gegeven is, dat veel genoeg wezen. So als dit wanneer we kijken dan, een ding wat we leren kunnen is genoeg de kamp naar ons, waar we zijn, waar ons dat fehlen dat. Dit momentje, dat zeg ik niet dat zij nu al een fijn leven geleefd heeft, verstaat, dat zij al zich omgedraaid heeft, dat zij zich bekeerd heeft en nu al allemaal een kerk hier zijn nog en zo staat. Dat zeg ik niet. Dit is de momentje dat is groots, dat openbaren wordt van een genoeg Jezus er gegeven heeft. En dat zeg ik niet in deze geschichte, wenn het een karte geschichte, das meeste geschichten in de Bibel zijn. Aber ik neem het zo aan, dat dit is niet het eerste Mal, wat zij Jezus bejegend heeft. Ik weet dat niet nou, dit zijn bloos mijn gedanken. Zij wisten al dat zinden vergeven werden. En dat zijn zoveel. Krachtens onze zinden zijn zoveel. En daarmee dat ze niet tweemaal denken aan dit spullen nemen en door ze hand ran, wo das Jezus zaten deed en arm de feit waschen. Wegen zoveel gratitude had zij, zoveel dankbaarheid had zij, ten dat dan, wegen zij kunnen het verstaan, dat zinnen vergeven werden. So zij kwamen Jezus gebruiken, duimütig, en rijdt hem ändern, rijdt hem ihre leven ganz naar Jezus geven. Dus keiner wat hier kan zijn, ik weet niet of zij op ihrem staat, of zij dat mijn deed. Nee? Dat wordt klaar wat zij mijn deed. Dat wordt klaar wat bij haar wichtig wordt. Dus een prediger die zei, Charles Spurgeon, hij zei, ons zal het niet zo zeer wonderen wat zij deed. Dat zij zo'n direct losnemen deed en voor alle mensen zich zo duimütigen deed en al deze dingen deed te Jezus als ze deed. Wat ons wonderen zal is, wilden niet een alleen mensen werden, te de huisruit, wat de alle leren deden en wagen deden, wat zij kunnen Jezus de feit waschen en met de tronen de feit afwaschen en met oil over de feit geiten. Dat is wat ons zal wonderen. Denk, wie zijn krijgt das momentje? We gaan krijgt een grote, lange lijst van zinden, wat we doen gaan. Maar zij hadden klaar. Zij weet zo te zijn de einzige, wat het verstaan kan. De Pharisäer kunnen het niet verstaan. So genoeg leert nicht naar ons, dat we dat moeten vorig gaan. Dat we dat ons moeten mal zelfs reinmerken. Dat we ons mal moeten de Bibel lezen en ons zelfs terugstellen, wat we genoeg krijgen. Ik zie dankbaar dat genoeg kamp krijgt door waar we zijn, iedere dag, waar ons dat fehlen dat, du is dat genoeg rijdt wat Jezus ons geven dat. Dort traf ons krijgt en ons slechtste, diepste, schwinste steht, wo wir sind. Du traf genoeg ons dort. Wenn wir das Einstellung haben, was das Mumpje hat, nicht? Wir brauchen demütig in uns Hand geben dann. So, was du would sense merken, ist, wenn Jesus would Hand zu euch sagt, weißt du was, ich weiß, wer die bist. Ich weiß, was du getan hast. Und weißt du was, ich will das erst sein, dass die anderen warst. Ich will das erst sein, dass die das so meint ist. No, hij dat niet zo staat. En dat zie ik dankbaar voor.
dort hij ons aanneemt dat zijn kinderen, wanneer wir uns die Schande geben dann. Dann sagt hij te den Glauben haft die Rat, gut in Frieden. Dort ist genug. Met lied would zijn, weet je wat? Die zinden, ik zei die, ik kan die, ik wil die vergeven. Niet goed, laat ons hier eten. Genug ist, weet je wat? Den Glauben haft die Rat. Die best je Rat. En niet goed in Frieden. Wo haft das Moment je du verloren? Wo gleich haft je feilt? Es sei des Jesus Verlorenheit. Schämen sie sich? Oder fühlen sie sich dool und bedrängt? No. Ich weiß, wo ich mich feilen würde, sagt das mal zum ersten Mal glauben würde. Zum Glauben gekommen wird, dass Jesus mich vergeben hat. So, wenn sie wieder hören, dass früh den Glauben haft ihr Rat, gut und Fried. Oh man. Dort sind so schöne Seite wieder, was die Rara an sein kann. So das Moment ja, es seit das erste Mal zum Glauben kam, das ich sehe, dass vielleicht du warst, aber ich leider erst vor dort warst, was sie vielleicht Jesus gehört hat, vielleicht gehört predigen oder was immer, und das ist da klar geworden, dass ihnen vergeben ist. Aber in so einer kurzen Zeit, dass genug ihre Identity changen. Sie wird die Höhe von der Stadt, die frei worden Sinn leben dort. Und Menschen wollen vielleicht nachher sich dort anchecken, aber in einem Augenblick wird sie nicht ein Kind Gottes. In einem Augenblick wird sie nicht gerat. Und sie wird bloß bedeutet oder bloß wichtig, was Jesus sagen wird und was Jesus von ihr denken wird. So genug, dass ihr umdrehen, ihre Identity ist nicht für immer anders. Sie ist nicht mehr der freiwilligen Sinn leben wird. Sie ist nicht ein Kind Gottes. Und so für uns auch, genug, dass uns ändern, wer wir sind. Genug, wenn wir schon zum Glauben kommen und wir dort annehmen, dass Jesus sagt, dass wir sind gerat, gut und Fried, dann wollen wir sind vergeben, wir sind, er läuft uns und er wird uns ganz frei machen von der Schande und von der Past, was wir euer Hand gehört. Dann sind wir eine neue Kreatur, nicht? Der Olet geht fort, dass die Bibel sagt, und das neue Creation als uns gegeben. So in dieser Geschichte, Simon der Pharisee, er ist der Gesetz. He represents the law. Und der Gesetz sagt, sei es sündig und das heißt, glauben, dass wenn das ein Prophet wird, wenn er weiß, wer das Mönch wird, er wird sich nicht anschieren von ihr, als was er denken wird. Wenn er sagt, also, wenn sie weiß, wer das Mönch wird, von wo sie kam und was sie tut, dann wird er nicht anschieren. Aber das Mönch sei erst eine offene Hort zu genug. Sie wissen, sie können sich dort nicht schaffen für dort. She could not earn her way to forgiveness. Und so was das, wenn wir das genug annehmen, dann dort ja uns eine Hort von Anbetung, nicht? Grace leads us to worship and generosity. Als das Moment dort ist klar wird geworden, dann wird ein sehr billiges Büttel Parfüm für ihr. Dann wird es nicht für ihr, für alle Menschen, gehen ihre Rara, sich dort zu waschen und Öl abzujeiten. Wenn wir das genug haben, für uns persönlich, dann können wir nicht halten über den nächsten Leib wiesen.
Wir können uns nicht halten, aber der Nächste genug wiesen. Ich will kurz eine Geschichte lesen. Das ist nicht ein Wort Geschichte, aber ich dachte, das wie ein feiner Beispiel. Das ist eine abgemerkte Geschichte, aber das du sein früh in das Geschichte bin, sie versteht sehr viel zu malen. Meine Kinder gleich noch zu malen. Aber sie können sehr busig, sehr viel malen mit einem Pencil. Sie brauchen bloß einen Mensch kicken und einmal dort in ihre Memory down, dann können sie gut gehen und dann kriegen sie malen, das was der Mensch geloten hat. Und das, was sie von klein an immer tun. Nie wird soll alle, bis es die Geschichte dann angeht, bloß zum mit Karten merken, sie fangen sich ab dem Schapbuben, was der Unja gehen tut, und so sie wieder einzige, was der Leben bleiben tut, sie hat keinen Schwarm, nicht eine Insel. Und du wird sie dann schwinsch, und 2 redene Kleider, und nichts zum Eten, und Borf, und er fehlt halb. Und sie segnen Menschen, sie fängt bloß das eine Gruppe Menschen rum 4, und sie kann nicht sein, das sind nicht eine feine Gruppe Menschen. Das sind Räuber, das sind Menschen, die den Menschen stehlen, zu Sklaven merken und dann verkaufen, in der Stadt fahren und den Menschen verkaufen. Aber sie hat kein anderes, so sie sagt, hey, mir fehlt halb, sie geht daheim, mir fehlt halb, und das ist gefährlich. Aber sie nehmen Arnen und wollen vielleicht wollen auch verkaufen, kann uns mit feststellen, dass das vielleicht was sie haben wollt. So sie nehmen Arnen und sie haben bloß diese Wagons mit Pied, was dort fahren down, und ein Tag, das sind mehrere Wege, was dort bei der Stadt fahren, ein Tag setzen sie für einen Buben mit einem von den Bad Guys, mit einem von den schlechten Menschen. Und heißen großer Mann, haben mit Kopf mit so einer Rauf, und die Schüler sind auch mit so einer Rauf, und da tun sie den Pied bewippen, zum Wiedergehen, und sagen nicht, haben Haut ab, und mit so einer dunklen Augen, und sie mit schwinschen Kleider, und sie haben ihre Buch gerührt, und sagt sie, was ist ein Bild von dir? So ist, was sie kriegen. Okay, so sie kicken ein bisschen, dann fangen sie an zu malen, und hei fortblasen, und das nicht denken, was sie dat. Als sie das ich gemalt habe, dann kickt sie, ja, das ist krankende Arm. Kopf nach rauf, Schulter nach rauf, Mätzen mit leer, schwinsch, bedrückt. Dann denkt sie so, weißt du was? Warum da existiert? Ritzt sie das Blut los, dat sie das Tippknitschen, schmitzt sie das weg, sie wird nach Hause. Kickt er war in den Arm. Okay, nie will sie Arm malen, sie ist können sein. So sie malt. Kopf nach Hech, kann mit seiner Rüthan, schillers, fein, groß und stark, reine Kleider an, gochte Piet bewitten, bloß ein Mensch, der viel wird ist, und wir sind alle viel wird. Aber sie malt am anders, dass er wird kennen sein. Vielleicht wenn er wird abgewaschen in einer anderen Familie bin, oder wenn er wird abgewaschen in einer anderen Stadt, oder wenn er wird abgeboren in einer anderen Familie, oder was immer die ersten Dinge hat am Batu gebracht, wo er von der ist, nicht? Aber sie malt am anders, und gef am dort Bild. Und er nimmt dort. Und er kijkt naar auf naar dort. Und dann kijkt hij naar haar. Und dat hat dort fan top line. Und sie haben dann stoppen. Und sag nichts. Aber ich würde die Geschichte nicht länger merken. Dort geht wieder. Du kommst andere Menschen, andere Räber, die irgendwann übernehmen. Und lange Geschichte gehört, hij dat ihre Leben sehen. Hij starb, aber dat ihre Leben raden. Wegen, hij wird nie, hij proeft niet dat Leben te leven, wat das Bild wiesen deed. Hij wil das Mensch sein, wat das Mundje gemalt hat. Weißt du was? Wir sind Dämonen. Wir
zijn bedreigt in voll zin. En ons veel genoeg. En Jezus kamp en gaf ons genoeg. Wir zijn een beeld van Jezus. Wanneer Jezus naar ons raufkijken, wanneer God naar ons raufkijken, dat hij kon Jezus zijn bloed zijn, wat ons rein gewaschen heeft. Wir zijn God zijn kinderen, wanneer we God ongenomen hebben, wanneer we in geloven zijn. Wanneer we dort verstaan kunnen, hoeveel Sünden ons vergeven is. Nu willen we ook zo leven als Jezus. En hij heeft ons de kracht dat te doen. So in dit geschicht, we kunnen zeggen, dit muntje, wat dat beeld gemoeld heeft deze muntje de kracht gegeven om een beter leven te leven. Nee? En zo vergelijk me, wanneer Jezus mij aanneemt, als zijn familie, als zijn kind, en mij ganz rein waschen deed, hij geeft mij de kracht om zo leven als hij wil gaan, ik zal leven. Wanneer ik het verken volgen doe, bij jeder smars, is de genoeg wat ik doe. Dus ik zeer dankbaar voor. So ik wil je aanladen, om te overdenken. Vingen we ons als de Farizeeër, oder vingen we ons als das muntje, wat vele zinnen vergeven is. Zien we als de Farizeeër en denken zo, weet je wat, met mij, dat is te veel, ik ga de law breken, dat is erg voor mij. Ik moet perfect zijn, anders dan kan ik niet geraad zijn. Oder zien we judgmental over andere mensen, wat die leven doen, en kijken niet naar onszelf. Oder zien we als das muntje, bloß zo dankbaar dat Jezus ons vergeven heeft. Zien we als de Pharisäer, wo we nicht dan genoeg geven, wegen ons als de genoeg nicht sehr viel wird. So ik wil je aanladen, waar we onze gläser, wat immer dort is, onze glaasje met direct parfum, dat kan ons leven zijn, dat kan een aufgabe zijn wat we hebben, dat kan zin zijn wat we hebben, dat we dat verbreken doen en de Jezus in de feit brengen. Dat we niet leren doen. Das muntje, ze dacht niet zo, weet je wat, ik word ganz verdorven, dus onkas, ik wil wachten wat morgen, of ik wil wachten wat ik den schwere Sambo op een goos zijn deed. No. Zij kunnen verstaan, eerder geloven, seht wat er wird passiert, en zij kunnen niet leren. So werden we niet wachten, werden we dat naar Jezus brengen. En dan, wanneer ons er is gegeven is, werden we dat te anderen geven. Genoeg te alle geven wat er aan ons zijn. So dat moet het niet wel groot ons zin zijn. Want we denken, oh, ik zie niet een prostituut. Maar mij is dat met anders. We hebben niet zo denken. We zijn krak zo groot zinder. En krak zo groot, we hebben niet zo denken dat, oh, mijn zinnen zijn te veel. Ik heb zoveel gedaan, dat ik kan me dat niet, mij dat niet eer. I mean, ik kon dat niet, mij traf dat niet, wanneer ik ze te slagen was. Dat schoof niet, dat geht niet, is dat. Als ik krijgelijk hoeveel zin we doen hebben, Jezus als du, wanneer we naar zijn feit komen. En dus ik zeer, zeer dankbaar voor. So ik wil je bloß met te spreken. Wanneer je in geloven zijn, wil je looten dat en God zijn eeuwen. Niks is dit, maar het is dit. En hij heeft ons de kracht, hij heeft ons de heilige Geest, de genoeg, iedere dag zum Verweg gaan en zum Dollar en Dollar zijn arm looten. Hij heeft ons de beeld gegeven, waar we worden looten een dag, wanneer we gewoon een kaas voor, nee? En met Jezus top zijn voor immer. So ik zie dankbaar voor de genoeg wat Jezus geven dat. Wat hij ons zo vrij geven dat, wat zo schwer te aannemen is, nee? Dat is zo vrij, dat is zo wondervol, dat viele mensen kunnen dat niet geloven.
En dat is wat we brücken, dat zum Glauben zijn, als dat aannemen en dat blijven, wat hij ons aanbieden dat. So, laten we zum Schluss beten. Dankzij Vater für deine Liebe. Dankeschön, dass du uns so viel vergeben hast und help uns das nicht zu vergessen, wie viel du uns vergeben hast. Help uns das nicht in Old zu werden, oder dass das bloß eine alte Geschichte ist, von wo uns das Sinnen vergeben wird. Uns das wird nie sein, jeder Tag. Und das wieder können uns denken, was das gekostet hat und wie viel Leben du für uns hast. Wir danken dir, Vater, dass du uns genug gegeben hast, dass du nicht bloß uns die Sinnen vergeben hast, aber du hast uns ewiges Leben gegeben. Und wenn du, wer hier ist von dir, ich bete, Gott, dass die am Wurst die Kraft geben, die Demut geben, dass die können die annehmen, in die Zeit kommen, und alles, was wir haben, zu dir geben. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Dankeschön, Willy. Für uns, was Ding haben von Gott in Not. Und for some reason, der Gott mir damit online von der ein bisschen mit zu sprechen. Ich glaube, dass hier vielleicht so eine Menschen sind, die vielleicht in den Kampf sind, wo ihr nicht, vielleicht noch nicht ganz high sind. Das ist vielleicht noch etwas, was ihr preventing that von ihrem Leben ganz high. Und ich weiß, das ist, was mit mir wird. Sag mal, mir high, deine Jesus, hast Gott mal so reich anfangen zu schaffen, da in mein Leben. Die werden für jeden Monat, ich fuhr Sonntag nach der Kirche und ich saß da und ich dachte an ein Ding, ich mag mich angeben, Gott, ich mag mich noch angeben, ich weiß das noch nicht von der. Immer wegen abschieben, dann bis noch ein Tag, das ist, was der Feind will haben, bis noch ein Tag, bis noch ein Tag. Und das geht dann wieder, nicht? Und dann war uns harder. So, wenn du hier bist von der und die noch nicht in der Not hast, ganz high, ich würde sehr mutig sprechen, dort von der und nicht noch ein Tag. Das darf nicht, da kann hier sein, hier kann Menschen mit ihnen beten, da kann auch tief sein, wo immer, aber dort von der. Weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. So, Dankeschön, Willy, für uns die Not und die Vergebung war wiesen, was Gott für uns alle hat. So, noch ein paar Announcements für diese Werk. Es ist ein bisschen ein neues Werk, was Dinge sagt, was die Jugend sind, und mit der Care Group und sind und Gebetstunden. Und von der hoffe ich, was hier im Potluck fassbar sind, das ist ein Pastor Appreciation für Pastor Dietrich und Elizabeth und John und Yolanda. Today, Appreciation wiesen für alles, was sie für uns gemacht haben. So, vielen Dank schön für kommen, ihr seid Luden.